Ui, Flavia, mir ist gerade so etwas Peinliches passiert. Ich warte da am Bahnhof, dass der Luca mich abholt und dann fährt so ein Audi an. Und wirklich, ich laufe an, ziehe an dem Türgriff und dann merke ich erst, dass das gar nicht der Luca ist. Und das Fenster ist unten gewesen. Dann dachte ich so, oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Oh Gott. Hey zusammen, da ist die Flavia. Und da ist die Jenny. Und heute sind wir nicht allein im Studio, sondern mit einem schweiz-peruanischen Telenovela-Star. Wir haben mit ihm geredet über Was für uns die Heim bedeutet was die Unterschiede zwischen Peru und der Schweiz sind. und wie das Datingleben in Peru so aussieht. Viel Spass beim Reinhören. Wir sind im Studio mit dem Sandro Stocker. Zuerst mal Sandro, wie geht's? Hallo zusammen, danke für die Einladung, mega gut. Sehr gerne. Cool, bist du da. Du bist ja jetzt wirklich fresh zurück aus Peru in der Schweiz. Du, ja, ich weiß gar nicht, vielleicht gebe ich am besten dir selber das Wort. Du kannst dich gerade unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen. Ja, gut, ich bin der Sandro, bin Schauspieler und bin jetzt die letzten 2 Jahre in Peru gewesen. Also ich habe dort Theater gemacht, produziert, sauber, Kurzauftritte in Telenovelas gehabt, wegen dem bin ich auch übergegangen. Und voran habe ich in Berlin gelebt, 3 Jahre. Und aber ursprünglich bin ich aus Solothurn. Wie man es wahrscheinlich gehört, dann im Verlauf der Folge. Genau. Jetzt muss ich gerade schon fragen, Telenovela, Ja. da kommen nur eben die Netflix-Serie Jane the Virgin in den Sinn, die eigentlich keine richtige Telenovela ist. Wie läuft das so ab? Das ist ja ganz anders als so ein Film, oder? Absolut. Also Telenovelas, musst du dir vorstellen, haben eigentlich ganz klare Vorgaben. Also in einer Telenovela ist immer eine Frau Protagonistin. Es hat zwischen 150 und 180 Folgen normalerweise. Und es ist so ein bisschen das Klischeeleben. Also eine Frau, die irgendwie am Anfang meistens aus der Unterschicht nachher schafft, in die Oberschicht zu kommen. Und das ist so ein bisschen die Definition von einer Telenovela. Und was ist da der Ursprung? Also wieso Frau und wieso ist das immer genau gleich? Das so überfragst du mich, aber ich kann das gerne mal herausfinden. Das ist doch vor allem in Südamerika bekannt, Ja, oder? also es ist, sorry, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Es ist vor allem dort extrem populär. Also du musst dir vorstellen, viele Leute lassen das den ganzen Tag laufen und haben das irgendwie, also Im Hintergrund, im am Laufen. Hintergrund. Ja. Und es ist egal, ob jetzt die Telenovela 20, 30, 40-jährig ist, sie kommt immer wieder und es baut halt so einen Kult auf. Ja, ist mega cool. Also, meine Mami kommt ja auch aus Südamerika und sie ist aufgewachsen mit Telenovelas. Und auch wenn ich bei meiner südländischen Familie bin, es läuft immer der Fernseher. Immer. Also, wenn man Besuch hat, ist das wie gang und gäbe, dass man den Fernseher anmacht und Voll. den so ein bisschen halblaut laufen lässt. Einfach, dass ein bisschen Geräuschkulisse da ist und so. Und irgendwie, das ist so ein Latino-Ding irgendwie. Voll. Und Telenovelas, ja. Ja, mega cool. Eben, jetzt bist du eigentlich 2 Jahre in Peru gewesen, davor 3 Jahre in Berlin. Also eigentlich ist das so ein bisschen das erste Mal nach 5 Jahren, wo du so wieder ein bisschen längere Zeit sesshaft wirst in der Schweiz. Sesshaft, ja. Also ich bin immer wieder zurückgekommen. Also ein paar Sachen gemacht, Projekte, die ich wieder gemacht, also die ich hier aufgenommen habe und durchgezogen habe. Aber dass ich mich jetzt wieder in der Schweiz angemeldet habe und dass ich wieder meinen Kollegen geschrieben habe, hey, ich bin jetzt wieder in Zürich, lass uns etwas machen. Das ist effektiv erst jetzt wieder so. Was heisst, du hast dich wieder in der Schweiz angemeldet? Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich bin im Januar, also bis im Januar bin ich eigentlich wirklich in Peru gewesen und bin für eine Premiere auf München gekommen. Und die hat nachher wirklich eingeschlagen, also Hunzlinger Hochzeit. Und dann bin ich eine Woche länger geblieben. Dann ist noch eine Promotionstour gekommen und dann hat es noch Folgeaufträge gegeben. Und dann hat es irgendwie plötzlich geheißen, hey Sandro, es gibt im Juli etwas, also ein Engagement. Willst du das nicht auch annehmen? Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt zurück auf Peru gehen. Also meine Agentin ist eigentlich darauf gesagt, Sandro, es bringt nichts, wenn du zurückgehst auf Peru, um nachher zu sagen, dass du wieder hierher kommst. Dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, es ist vielleicht wieder mal Zeit, ein bisschen dort zu sein. Und wenn du nachher hier arbeiten kannst du am Anfang schon irgendwie selbstständig erwerben und Rechnungen stellen, aber früher oder später musst du dich irgendwie in der Schweiz auch ein bisschen wieder sesshaft anmelden. Ja, musst ja auch irgendwie eine Adresse haben, an die Post kann gehen. Und Ja, Eben, genau. das frage ich mich. Also hast du 2 Pässe? Oder Ja, also ich bin Doppelbürger. Doppelbürger? Peru und Schweiz. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das schon klar gemacht haben. Genau. Voll. Was wir auch noch klar machen können, ist, who the fuck, wie passiert das, dass der Sandro da kommt? Weil das Stimmt. ist, wie ist das zustande gekommen? Ich kenne den Sandro seit 10 Minuten. Ja, ich hoffe, ich lerne ihn noch kennen, aber da bin ich mir sicher. Aber erzählt mal, wie kennt ihr euch? Von der Werbung. Also wir haben zusammen Ja. eine Werbung gedreht. Ich habe die Werbung einmal gesehen oder so, nachher nie mehr. Also gesehen, auf der Straße gesehen? Nein, online. Ich habe sie mal irgendwo gesehen, wo sie dann eingeblendet worden ist.
Aber für die Flavia, Jenny und ich haben uns mal einmal an einem Werbetreib kennengelernt, wo wir ein Bälle spielen in der Body oder so. Ja, Wirklich? Wie alt sind ihr denn gewesen? Also 10 Jahre her. Nicht Also ganz. Ich glaube, ich bin... Wobei, ich Wie bin alt so... bist du, Sandra? Nur schon. 32. Ja. Ich bin vielleicht so 15 gewesen. Also ja, Krass, nicht oder? ganz 10 Jahre her. Also es war auf jeden Fall ein Werbespot für irgendein Unternehmen, das so Apotheken backt. Also unter dem Hut von dieser Firma sind ganz viele Apotheken. Und der Werbespot hätte dann sollen laufen oder ist dann wahrscheinlich auch gelaufen in Apotheken, auf diesen Bildschirmen, weißt du, so, wo so nur pharmazeutische Werbung kommt. Genau. Und die... Und was habt ihr in der Body gemacht mit diesen Also- pharmazeutischen Produkten? Es ist so, der Inhalt von dem Werbespot war, dass ganz viele verschiedene Leute in verschiedenen Situationen vom Leben gezeigt werden und am Schluss landen sie alle in der Apotheke. Der eine, weil er einen Wanderunfall hatte, der andere, weil er keine Ahnung was, weil sie schwanger ist und irgendwie ein Pflästerchen braucht, keine Ahnung. Und ich war die, die in der Body wegen dem Sandro Herzrasen bekommen hat und dann musste in die Apotheke gehen. Wie war das gewesen, ein Bärli zu spielen? Also wir haben eben nicht, er hat nur an mir vorbeilaufen und ich Ja, habe ihn genau. da angehimmelt. Ja, genau. Also du hast gar nicht müssen sagen, Sandra, du hast nur müssen laufen. Ja, ungefähr so, ja. Ja, genau. Er hat nur müssen laufen und ein bisschen flirty schauen. Ja. Oh, ich muss, gibt es den Werbespot noch? Den Ja, müssen der wir ist auf verlinken. YouTube. Der ist Können auf wir YouTube. den- Ist der Link? Da Ich musst du mir habe schicken. ich Ja, habe dann nie vorher gesehen. sagen, Ja, ich dann nicht mehr. Ja. habe den oft noch geschaut, aber einfach, weil ich nicht mehr auf YouTube eingegeben habe. Also Leute, schaut in unsere Shownotes, wir können den verlinken. Genau. Unbedingt. Ja, und von dort kennt man sich und dann, wie das halt so oft so ist, wenn man sich irgendwo kennenlernt, dann folgt man sich mal auf Insta und ja, vielleicht landet man dann so knapp 10 Jahre später zusammen wieder in einer Podcast-Folge. Genau, stimmt. Ja, mega cool bist du da. Und eben, heute reden wir schon so ein bisschen über die Themen, die wir jetzt vielleicht schon ein bisschen angeschnitten haben. Du bist Doppelbürger, ich bin Doppelbürgerin, du nicht. Nein, ich bin 200% Schweizer. Genau. Und wir haben, ja, wir zwei, uns verbindet ja auch so ein bisschen die südamerikanische Herkunft eben. Du hast Wurzeln in Peru, ich Wurzeln in Bolivien, für die das vielleicht noch nicht gewusst haben. Und ja, keine Ahnung, es ist ja einfach, also ich glaube, dass viele, die jetzt reinhören, wird das wahrscheinlich irgendwie auch betreffen, weil die Schweiz ist so ein multikulturelles Land und mega viele Leute haben verschiedene kulturelle Hintergründe, kann man das so sagen? Ja, und Ja. gibt es eben Kulturclash, oder? Absolut. Da werden wir sicher auch noch drauf eingehen. Genau. Voll. Aber vorher, bevor wir ganz kurz ins Thema starten, wollte ich noch... Nein, wir starten lang ins Thema, aber bevor wir starten, wollte ich noch kurz Bezug nehmen auf den feministischen Streik. Nämlich sind wir ja vergangenen Samstag dort gewesen, mit ein paar Leuten aus unserer Community und ich habe es mega herzig gefunden. Ja, ich habe sehr, also es ist ja für uns zum ersten Mal so ein Ding, nicht ein Test, aber es ist das erste Mal gewesen, dass wir aufgerufen haben und spontan, weil wir ja sowieso gegangen sind und dann sind wir so in der Bahnhofshalle, wir haben gesagt, wir treffen uns unter dem Engel, sind wir so dort gestanden und nachher so, also warte jetzt, wir wissen ja nicht, wie die aussehen, die Leute, die kommen. hätten wir jetzt so wie am Flughafen so ein Schild machen, weißt Jaske vom Moloso? aber nachher sind dann zwei gekommen und ja, haben aber schwätzt und dann haben wir dann gecheckt, ja. Du so zu mir, also wir wissen ja nicht, wie die aussehen, aber uns kennt man schon, oder? ja. Aber es war wirklich super gewesen. Und eben, ich habe gedacht, wir müssen vielleicht kurz darauf Bezug nehmen, weil wir ja in der letzten Folge das angekündigt haben. Und ja, genau. Jetzt noch mal kurz einen Wrap-up machen. Ja, zum Sagen, dass es cool war. Ja, danke vielmals für die paar Ladies, die gekommen sind und auch, dass ihr einfach das auch getraut habt, weil es braucht sicher auch Überwindung, auch in eine Gruppe zu kommen, wo man keinen kennt und uns, vielleicht vom Gefühl her kennt man uns, aber sie haben uns ja auch noch nie gesehen. Live. Aber wir haben mega cool können schwätzen. Man muss sich ja auch darauf einladen und das haben sie gemacht und das ist mega lässig. Ja, wir haben 6 Stunden zusammen etwa verbrungen. Also und für die geschrieben haben und dann doch nicht haben können kommen oder die von Anfang an haben geschrieben, sie wären gerne gekommen, aber haben nicht können, wir werden so etwas vielleicht irgendwann wieder mal machen. Genau. So viel zu dem. Aber jetzt eben zum Thema. Oder warte, Shit and Shine? Genau. Du weißt ja, Sandro, Shit and Shine starten wir. Shit and Shine. Ich zeige dir mal, wie das geht. Ich fange mit meinem Shit an. Und zwar habe ich seit neuestem ein Body-Abo.
Das ist Body-Abo. Wow. genau, Stadt Zürich, hure geil. Wie viel kostet es? 125. Was? Ist übertragen. Findest du das jetzt teuer oder günstig? Günstig. Was? Teuer! Schon der erste. Also warte, du kannst mit dem nachher, aber ich hoffe, in jeder Body... Ja, in all Bodies, okay. Hallenbäder auch. Ich gehe nicht ins Hallenbad. Okay. Aber in all Bodies. Plus, er ist übertragbar, heisst, also Schweizer Regeln, ich darf 90 Minuten vor der anderen Person, die ich ihm dann gebe, drin sein. Also nach 90 Minuten ist er wieder freigeschaltet. Das heisst, wenn du, Jenny, oder du, Sandro, mal in die Body kommen, Ich darf frühestens 90 Minuten nach dir kommen. ja, dass mein Pass wieder freigeschaltet ist. Checkst Okay. du? Ah. Aber Hey, ja, aber würde es nicht mehr Sinn machen, dass ich innerhalb von den 90 Minuten nach deinem Eintritt auch noch gratis reinkomme? eben das. Ich habe verstanden, dass ich 90 Minuten muss warten, nachdem du reingegangen bist, bis ich rein kann. Ja. Sandro, hilf uns! Nein, ich verstehe schon. Aber meine Frage ist vielmehr, es ist inklusive ein Hallenbad, oder? Ja, ja. Das heisst, ist es ein ganzes Jahr gültig oder nur saisonal? Ende Oktober. Bis Ende Oktober, okay. Ja, Alter, versaut mir meinen Schein nicht. Das ist nicht mal der Shit. Ich kann nur schnell sagen, dass ich jetzt ein Body habe. Egal. Super. Okay, Ja, das ist irgendetwas gut. mit 90 Fall. Minuten. Ja, lassen wir das. Gut. Ich finde es so geil, ich sage zwei verschiedene Sachen und du zweimal «Ja». Ja, genau das. Auf jeden Fall. Ich bin dann am Feierabend in die Party und war fast allein gewesen. Und ich tue nicht mega gerne schwimmen, aber so im Wasser sein und nachher aufs Floß raus. Dann war dort schön ein Floß allein gewesen. Ich so, geil, schnell getaucht, nass gewesen, rausgehockt, ein bisschen Seele bambeln lassen, ein bisschen den Kopf verlüften. Ja. Dann sehe ich, gehen 3 Leute am Ufer ins Wasser. Einer schwimmt los. Und es hat 2 Floß. Er schwimmt los und es hat 2 Floß. Ich habe gewusst, dass du das so... Das reimt sich. Auf jeden Fall. So aus dem Augenwinkel habe ich so gesehen, er schwimmt los. Ich so, du gehst jetzt einfach nicht auf mein Floß. Ich will allein da sein. Und dann hatte ich so noch 1 Minute Hoffnung gehabt, weil er hat so beide Flößer so angesteuert. Und irgendwann entscheidet er sich für mein Floß. Und dann und das andere war auch leer gewesen? ja, also das andere hat eine Rutschbahn drauf gehabt. Ich weiss nicht, ob ihn das abgeschreckt hat, aber er ist dann obviously zu mir geschwommen und ich schon so am Überlegen, ich so, warte, jetzt soll ich jetzt aufstehen? Soll ich jetzt schon ins Wasser? Aber dann checkt er, dass ich vielleicht wegen ihm gehe. Und dann war er auch schon bei der Leiter gewesen. Und ich so, okay, nein, jetzt gehe ich nicht. Und nachher ist er raufgekommen und ich dann halt einfach so «Hoi» und dann wieder rausgeschaut. Du hast «Hoi» gesagt. Ja, es ist du nicht ein nicht kleines müssen? Floß. Und Okay. ja, und nachher hockt er an und dann konnte ich schon wieder nicht mehr entspannen. Dann bin ich halt so dort gehockt, ich so «Cringe!» Aber wieso hast du nicht entspannen können? Hättest du ihn einfach ignorieren können? Nein, ich kann das nicht in solchen Situationen. Und nachher ist es eben losgegangen, dass er angefangen hat zu reden. Mit dir? Ja. Also ja, logisch mit dir. Ja, wir sind halt wirklich allein gewesen und so, auch schon da gewesen. Yeah. Nein. Und nachher- hat er dir die Nummer gegeben, oder wie? Nein, also Okay. das Ding war, wir haben dann 15 Minuten geschnurrt und ich kann wie nicht... Ich weiss, ich habe auch interessiert an dem Gespräch mitgemacht, weil ich die Stille cringe finde. Darum habe ich dann auch Sachen nachher gefragt. Also ich habe auch interessiert gewirkt. Und ab einem gewissen Zeitpunkt bin ich auch gewesen, Flavia, jetzt lass dich auf das Gespräch hin. Es ist um Tennis gegangen. Ich habe auch ein Wie bisschen, sind wir auf Tennis gekommen? weil er Tennis spielt. Jetzt kommt er aufs Floß und fängt zuerst mal von seinen Hobbys an zu erzählen. Nein, ich weiss nicht, wie wir darauf gekommen sind. Es war ein flüssendes Gespräch. Es war nicht mega erzwungen. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt lass dich darauf ein, lernst noch etwas. Der Abend ist also dein alleiniger Flossgang ist versaut. Und nachher, ich so, ja, ich gehe langsam zurück. Und dann habe ich sogar noch gesagt, kommst du auch zurück? Weil, Nein, warum sagst du weil das? weil ich wie ihm nicht das Gefühl habe, ich gehe. Ich bin irgendwie in diesen Situationen zu lieb, weil ich ihm nicht das Gefühl weggehe, dass ich jetzt wegen ihm gehe, aber ich gehe ja eigentlich wegen ihm. Oh mein Gott. Complicated. Aber hey, nur schnell zum Schluss. Ich sage nur People Pleaser. Ja, dort sicher. Und am Schluss sind wir... Er ist in die Richtung gelaufen, haben wir einen schönen Dann Abend sind wir gewünscht. getrennte Wege geschwommen. Nein, geschwommen nicht, noch zusammen. Und nachher getrennte zusammen? Wege gelaufen und haben uns beiden noch einen schönen Abend gewünscht. Und ich alles Gute mit dem Tennis. Aber Und was ist der Shit da dran? dass mein Abend allein versaut war. Wie lange haben Sie denn dort auf dem Floß verbracht? 20 Minuten, 15, 20 Minuten.
Und er hat sogar noch gesagt, ich habe gedacht, du bist am Meditieren. Weil ich also Wieso auch... kommt er dann? Wieso kommt er dann? Der hat einfach ein bisschen es- mit dir schwätzen. Ja, weißt du, es wäre auch egal gewesen, egal was für ein Mensch gewesen wäre. Ich wollte einfach nicht gestört werden. Und nur schon meine Frage an euch, könnt ihr in solchen Situationen dann sagen, so, könntet ihr sagen, so, hey, ich will gerade allein sein, oder ich will gerade nicht reden, wenn mit euch eine Person jetzt anfängt zu schwätzen? Also ich muss ehrlicherweise zugeben, wäre im Fall genauso wie du. Also ich würde auch reden. Aber das ist, weil ich gerne mit Menschen einfach rede und einfach so in Konversationen immer wieder geraten. Aber effektiv, wenn man halt seine Konzentration braucht, ist es auch wichtig, dass man nachher einfach sagen kann, es tut mir leid, hey, mach das, was du willst, aber bis dahin und nicht weiter. Ja, aber schau, eben, also die Realität, ich weiss nicht, wenn du dann so von einer fremden Person angesprochen wirst, sagst du dann nicht einmal so direkt, hey, ich kann jetzt ein bisschen allein sein. Aber wenn ich Weißt, jetzt am Lernen aber ich würde wäre, jetzt- kannst du so als Ich würde Grund- irgendwie sagen so, also ich glaube, an deiner Stelle hätte ich nicht mal «Hoi» gesagt, weil indem dass du zuerst «Hoi» gesagt hast, hast du wie die Situation eröffnet zu einem Gespräch. Irgendwie. Ich weiss nicht, wer zuerst war, aber ja. Ich hätte einfach irgendwie gesagt, du, schau, irgendwie, ja, keine Ahnung, was ich gesagt hätte, weiss doch auch nicht. Aber jetzt habe ich gerade vergessen, was ich wollte sagen. Ah, nein. Aber es gibt ja auch so Schweizer Wörter, die man unbedingt benutzen kann, so wie «also» oder «ja, in dem Fall». Und dann ist schon, das tut ja gerade ein Gesprächsende antizipieren. Also, Stimmt. Schau jetzt da kommt der Schauspieler mit Drehbuch. Stimmt, du könntest dann voll deine Dinge Wissen. auspacken. ja, nein, gut. So, oh mein Gott. Nein, dann hilft Telenovela-Style. Aber was sind deine Shit und oder Shines? Schein, fangen wir an zuerst mit dem Shit. Shit ist, dass ich habe eine mega gute Kollegin und der geht es absolut überhaupt nicht gut. Und ich habe lustigerweise dann mit ihren Eltern, das war schon eine Konstellation, dann mit ihren Eltern gequatscht und dann ihnen müssen erklären, warum dass ihr gerade so schlecht geht. Sie ist Schauspielerin. Und es ist eine recht komplexe Geschichte, wo mir so ein bisschen bewusst wurde, wie unwissend, dass gewisse Leute mit der Schauspielbranche, also mit der Schweizer und der deutschen Schauspielbranche sind, weil sie das Gefühl haben, dass es voll abläuft wie in Hollywood. Und das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Und wenn man versucht, so zu leben wie in Hollywood, in der Schweiz, mit Schweizer Verhältnissen oder in Deutschland, kann das brutal schlecht und schlimm kommen. Und das ist für mich so recht also nicht mühsam, aber es war recht herausfordernd, das zu erklären. Und mein Schein war, dass ich... Also, ja. du hast den Eltern von deiner Kollegin, hat sie das wollen, dass wie eine andere Person, die auch in dieser Branche ist, mal die Sicht erklärt? Oder wie ist das zustande gekommen? Ja, ungefähr so, ja. Und für mich klingt das eigentlich relativ logisch, dass man in der Schweiz nicht leben kann wie in Hollywood. Also weißt du, so, kannst du das irgendwie noch ein bisschen ausführen? Ja, sicher. Also wenn es zum Beispiel, wenn es darum geht, machen wir mal ein Beispiel. Irgendwie, wenn jetzt in Hollywood jemand muss für eine Rolle extrem zunehmen oder extrem abnehmen, dann sieht das ja so leicht aus. Ja, in 3-4 Monaten mich abhungern, dann sehe ich so dünn aus oder in der Muskelmasse. Ja, wahrscheinlich 7 Coaches, die sie Genau, drin coachen. richtig. Und das wissen die meisten nicht. Also die meisten haben das Gefühl, hey, das ist nicht kontrolliert, das kann jeder Mensch. Also das ist ja, und deswegen verdienen ja die Schauspieler dann Millionen. Das ist ein ganz anderer Markt. Wenn du das in der Schweiz versuchst zu machen oder in Deutschland, kann das brutal in die Hose gehen. Aber wird das dann manchmal auch verlangt? Ja, Jetzt zum Beispiel so ja, etwas? sicher. Hä? Ja. Hast du schon mal zu Also in oder diesem abnehmen? konkreten Fall, damit wir uns so richtig verstehen, ist es darum gegangen, dass man meiner Kollegin gesagt hat, hey, du spielst aber im Rollstuhl und die Beine sind ein bisschen zu dick, du musst ein bisschen abnehmen. Und das hat nachher so wie eine Spirale gegeben und das ist nicht cool gekommen. Also für ihren Selbstwert. Krass. Ja, genau. Okay. Hey, Und aber dann, das finde ich jetzt aber auch ein bisschen... Also ich verstehe, also keine Ahnung, die Anforderung ist wie, wenn du im Rollstuhl spielst, dann spielst du jemanden, der zum Beispiel Muskelschwund an den Beinen hat. Ich habe es ja selber auch schon gemacht. Darum dünne Beine hat. Aber also ich weiss jetzt nicht, ob, keine Ahnung, da müssen wir ja MedizinerInnen fragen, aber irgendwie kann nicht auch eine Person mit ein bisschen, also mit füllerigen Beinen im Rollstuhl sein. Ja, also es kommt ein bisschen darauf ab, wenn du also wie das alles aufgebaut ist. Wenn Wir du, sind wahrscheinlich alle drei nicht so kompetent genug, um das so beantworten, aber Ja. ja, also ich habe das ja selber auch machen müssen. Also ich habe auch schon eine Person im Rollstuhl müssen spielen. Und also wenn halt jetzt
du vor so einer Situation stehst, du musst jemanden im Rollstuhl spielen, dann triffst du dich halt mit einer Kostümbildnerin, die dir sagt, hey, wir tun dir das anlegen, damit es ungefähr so aussieht. Ich habe Rollstuhltraining bekommen in Notwil. Das heisst, du tust dich entsprechend vorbereiten und am Schluss wirkt es nachher genau gleich. Und mir hat vor allem die Aussage vom Regisseur extrem hässlich gemacht. Das ist mein Shit. Ja, das glaube ich. Und der Schein dafür? Und der Schein war, gestern habe ich mit ein paar Kollegen drehen, nach langer Zeit wieder einmal. Und mit einem, wo ich durch den Dreh kennengelernt habe, der hat mich mega an mich selber erinnert, aber so, ich sage jetzt mal so vor 5 bis 10 Jahren. Und ich habe auch mein Wissen kann ihm wirklich zuspielen. Und heute hat mir eine angerufen und hat gesagt, hey, wir möchten dich gerne für einen Werbespot engagieren. Aber ich hatte an diesem Tag schon 3 gehabt. Dann habe ich ihr gesagt, hey, es tut mir mega leid, ich kann nicht. Aber darf ich dir jemanden vorschlagen? Und dann hat sie gesagt, ja, sicher. Dann habe ich gesagt, ja, was stellst du dir vor? Und dann hat sie gesagt, ja, es muss eine Person sein, die muss so und so aussehen. Und dann habe ich gesagt, hey, ich habe dir jemanden. Und dann habe ich meine Nummer von meinem Kollegen jetzt weitergeben. Jetzt darf der das machen. Sehr Sandro cool. Double. Genau. Cool, sehr herzig. Was hast du ihm so etwas, nur kurz, etwas, was du ihm weitergegeben hast? Was ihn ausmacht, ist, dass er sehr lebensbejahend ins Leben geht. Und das muss er unbedingt behalten. Wer ist er? Er heisst Erik. Er ist auch ein Schauspieler. In der Schweiz? In der Schweiz, ja. Erik Wieno? Huber. Erik Huber. Cool, also wenn ihr das irgendwo mal seht in den Credits, Erik Huber, Genau. Sandro Yeah. hat dann Genau. auch gepusht. Bei dir, du hast glaube ich einen Schein. Ja, ich habe einen Schein mitgebracht. Und zwar ist mein Schein, eigentlich sind es wie 2 kleine Scheins, weil es sind zweimal ein Start von etwas. Und zwar ist es so, dass wenn die Folge online kommt, muss ich nur noch zweimal schlafen, bis die EM startet. Und ich freue mich so auf die EM, einfach weil ich habe selber auch lange Fußball gespielt und ich liebe es, wenn es überall in der Stadt Public Viewings hat, wenn Leute in den Gärten hocken und anstoßen und Bier trinken oder auch andere non-alkoholische Sachen oder einfach so ein bisschen eben für das Team cheeren und irgendwie kann ich Panini-Bildchen sammeln. Eigentlich würde ich das eben gerne wieder machen. Ich habe das als Kind immer gemacht. Jetzt sind es, Fun Fact, es sind keine Panini-Bildchen da, weil Panini produziert es nicht, sondern irgendeine andere. Ich weiss, dass Panini nicht mehr dabei ist. Aber das es stimmt, gibt, auch... Mit den Kleber. Kleber. Wie sagen wir jetzt? Ich weiss jetzt auch Ja, für nicht, mich wie sind man das eben auch Panini. Ja, ja. Für Albums. Genau, ja, voll. Ja. Und ich liebe das einfach. Und dann so für ein Team können cheeren. Und jetzt sowieso, die Frauen-Nazi hat eher mit der Schweiz geholt. Und dass das Ganze jetzt in der Schweiz stattfindet, finde ich mega, mega cool. Also hast du Tickets? Gehst du effektiv Ich habe auch Tickets, ja, voll für 2 Spiele. Yeah. Und ich freue mich sehr, aber ich will sicher auch an Public Viewings gehen. Und voll, auf das freue ich mich sehr nächste Woche. Nur ganz kurz ein Ding. Ich konnte letztes Mal fürs Radio etwas machen für das Frauen-EM. Und dann habe ich mit der ersten lizenzierten Frau, der Madeleine von irgendetwas... Nein, du musst den Namen wissen. Madeleine Wieno. Sie hat Französisch geredet. Ich habe das Inti Französisch machen. Aber auf jeden Fall, ihr Ding nur schnell. Sie ist einfach mit 12 hat sie eine Lizenz bekommen. Und nachher hat man gecheckt, dass sie eine Frau ist. Dann haben sie ihr weggenommen. Nein, Madeleine Boll. sicher nicht. Ja, genau. Madeleine Boll. Und weißt du, was hat sie das ist im FIFA-Museum, ist das ausgestellt. Und weißt du, was hat sie bekommen, weil sie ihre Lizenz wieder weggenommen worden ist? So ein Teller. Einfach ein Teller. What the fuck? Ja, aber... Ein Teller? Ja, aber... Dings, die erste... das war jetzt so eine News, die ich letztens gelesen habe. Das ist so die erste Mannschaft, die die Frauen-WM gewonnen hat, irgendwie 19, frag mich nicht wann, hat ein Kaffeeset Ein Kaffeeset. bekommen. Also die ganze Mannschaft. Das ist nicht lustig. Das ist what the fuck. Oh Ja, mein ja. Gott. Ja. Aber Aber ja, es- von dem sind wir zum Glück weit weg. Gleichberechtigung im Sport an sich ein grosses Thema. Sehr interessant. Aber eben, die EM, auf die freue ich mich sehr. Und auf das ich mich auch sehr freue, ist in 2 Wochen und 2-mal schlafen oder warte, nein. Erzähl ich jetzt nicht Einfach recht? gleich. Scheiße, ich habe die Daten verwechselt. Ich bin so dumm. Nächste Woche startet Kaulitz und in 2 Wochen die EM. Ja. Kaulitz und Kaulitz? Ja, jetzt habe ich das ein bisschen Kennst du Sandro? Kaulitz und Kaulitz. Kennst du Bill und Tom Kaulitz? Natürlich, eben. Tokyo Hotel. Ja, genau. Ja. Ich höre ihren Podcast, ich schaue ihre Show auf Netflix. Ich höre tatsächlich nicht ihre Musik.
Aber ich finde die beiden sehr unterhaltsam. Und Okay. sie haben jetzt eine zweite Staffel auf Netflix und die würde ich mir voll reinziehen. Und auf das freue ich mich sehr. Ja, das ist nächste Woche und die EM ist in 2 Wochen. So, Das sind Ja, meine Scheins. sehr toll. Und dann steigen wir jetzt ins Thema ein. Voll. Vielleicht als Einstiegsfrage, was bedeutet für euch so die Hei oder Herkunft? Daheim. Bei mir ist es effektiv dort, wo ich jetzt gerade bin. Es ist mega lustig, weil ich habe eine Anekdote. Und zwar, ich habe 2 jüngere Schwestern und die eine Taitana, die hat ein Kind. Eine Tochter, die heißt Leiva. Und eines Tages ist die mal mit einer Zeichnung zu mir gekommen und ich gesagt, hey, Tio, also Onkel, das ist für dich. Und dann habe ich das angeschaut und es war mega ein herziges Bild. Und dann hat sie mir gesagt, hey, aber es ist noch nicht fertig. Du musst das jetzt mit heimnehmen und nachher noch fertig, mit den Stiften fertig malen. Dann kann ich so denken, wo ist mein Daheim? Und Stifte habe ich keine. Also, es ist eine mega coole Frage, weil ich glaube, dort, wo ich gerade aktuell bin, dort fühle ich mich auch daheim. Also ich bin gut in schnell Nester bauen, aber nachher gehe ich da wieder. Also stark ausgedrückt, hast du kein Zuhause. Käse und mehrere gleichzeitig. Ja. Ja. Und was brauchst du denn, um ein Nest zu bauen? Also was sind so... Ein Umfeld mit den Leuten, die ich gerade vertrauen kann. Also meistens, wenn ich in eine Stadt gezogen bin, ist das Erste, was ich gemacht habe, irgendwie bei einem Schuttclub mich anmelden. Und das ist etwas, was ich sonst nicht gross erzähle, aber ich spiele mega gerne Pokémon Go. Oh! Da gibt es so Gruppen. Also in Lima, das erste, was ich gemacht habe, Fußballclubs gesucht. In Lima gibt es das Vereinsleben gibt es in Peru nicht wirklich. Also weißt, dass man sich irgendwie bei jedem, also da gibt es ja in jedem Dorf irgendeinen Fußballclub. Das gibt es in Peru nicht. Und dann dachte ich, was mache ich? Okay, ist gut. Pokémon Go ist mein anderes Hobby. Da habe ich einfach dort ein bisschen gegoogelt, beziehungsweise bin dort ein bisschen so vorne gegangen. Dann habe ich gewusst, die gehen dann und dann sammeln. Also schließe ich mich dort an. Entsprechend dann nachher schnell Kollegen gefunden dort. Das ist hure herzig irgendwie, dass es da Pokémon Go Communities gibt. Ja, und das ist mega cool. Also du triffst alles. Du triffst von Ärzten bis der arbeitslose Typ, der irgendwie aus Prinzip nicht arbeiten will. Und alle spielen Pokémon Go. Alle spielen Pokémon Go. Und das ist amix so der Start. Ist das auch so ein bisschen dein Rezept, das du vorgehst? So, wenn du in New York bist, also Ja. irgendwo gerade anmelden. Ja, inzwischen ist das so. Also in München war es jetzt auch genau so gewesen. Und jetzt in Zürich? In Zürich ist halt so eine Hybridform gewesen, weil ich bin zuerst über Solothurn auf Zürich gekommen. Also zuerst bin ich in Solothurn quasi irgendwie neu untergebracht worden. Und nachher plötzlich, was geheißen hat, jetzt bleibst du länger da, da habe ich einfach meine Kontakte mal durchgefragt und ein Kollege hat gesagt, hey, wir haben auch schon einen Weg gegangen, kommst du zu mir? Und dann bin ich bei ihm gewesen, und das ist jetzt ein bisschen anders gewesen, aber ich bin nach wie vor in der Pokémon Go Community drin. Cool. Und für dich? Ja, aber für mich ist es ein bisschen an die Hei. Ich habe jetzt nur das Ding, weil ich ausgezogen bin, will ich wie dort, wo ich aufgewachsen bin, will ich gerade, es tut mir auch ein bisschen weh, nicht mehr die Hei zu nennen, aber ich nenne es jetzt Heimat. Ich gehe in die Heimat und mein Zuhause ist aber meine WG. Weil ich will nicht, ich weiss auch nicht, ich sträube mich ein bisschen dagegen, 2 Zuhause zu haben. Ich glaub, Warum? Ich weiss nicht. Also ist mir jetzt einfach gerade aufgefallen, weil ich das bewusst jetzt anders sage, dass ich nicht heimgehe, sondern dass ich in die Heimat gehe. Dass ich so einen Unterschied vielleicht von Elternhaus machen kann und so einen Cut. Weil das ist jetzt mein Kapitel gewesen und ich wüsste, ich könnte immer zurück, aber ich will eigentlich nicht zurück. Ja. Also dein Kapitel Heimat und Kindheit, dort, wo das was dich Genau. geprägt hat. Ja, aber die Hei ist sonst Mhm. schwierig bei dir. Es gibt doch auch so die Leute, die so klassisch sagen, die Hei ist für mich ein Gefühl. Ja, so eine bin ich. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich meine, irgendwie die Hei, also zum Beispiel, wenn wir wohnen ja zu vierten daheim, meine Eltern, mein Bruder und ich. Und wenn wir am Sonntagmorgen das vierte brunchen oder einfach zusammen zum Morgen essen, dann gibt mir das Gefühl von
die Hai? Oder das habe ich aber auch. Aber das habe ich in Peru ist der Karaoke. Ja. Wenn ich mit Leuten go Karaoke machen und peruanische Lieder, spanische Lieder, also wir tun ja ganz andere Musik hören als hier. Vielleicht Bad Bunny und so, das habe ich auch alles in Peru kennengelernt. Das habe ich in der Schweiz und in Deutschland und so überhaupt nicht gekannt. Ja. Also, als ich übergegangen bin, habe ich gedacht, oh, Bad Bunny, wer ist das? Okay. Aber wirklich. Ja. Und wenn man durch Karaoke macht und so, weißt du, das ist das Feeling. Da ist es, glaube ich, viel mehr, wenn ich mit meinen Schulkollegen oder so, also Solothurn wäre das Nestli, wenn ich mit Schulkollegen wieder zusammenhocke, also ich habe dort nach wie vor mega einen Bezug zu meinen Schulkollegen oder mit denen, wo ich aufgewachsen bin, wenn die wieder mal sagen, hey, jetzt ist Kilby, letzte Woche war Kilby gewesen. Und dann gehe ich mit denen an die Kilby und dann ist man halt wieder unter sich, weißt, und dann kann man über andere Geschichten erzählen als in Peru. Oder hier in Zürich, da ist es halt ein bisschen businessmäßig, aber da hast du auch irgendwie auch eine kleine Geschichte, weißt, mit den Leuten, die, also jetzt, Jenny, mit dir, weißt, so à la, hey, wir haben zusammen mal etwas gemacht und jetzt bist du hier im Studio und du hast einen mega coolen Podcast mit Flavia. So wächst man halt ein bisschen, weißt, so, und was ist es in Berlin? In Berlin ist so clear die harte Phase. Also wenn ich auf Berlin würde gehen, dann würde ich auch eher Party machen die ganze Zeit. Und so, was dann ist der Club die Hai. Nein. Aber ja, für mich ist das wirklich so ein Gefühl. Eben Kilby ist irgendwie, gibt mir das Gefühl von die Hai oder zum Beispiel der Fußballplatz, auf dem ich lange Fußball gespielt habe. Wenn ich dort bin und das Gras schmecke von dem Rasen, das gibt mir auch so das Gefühl von die Hai. Ich weiss nicht. Das kannst du mega verschiedene... Also, die Hai ist... Ja, ich check, die Hai ist so, wo man wohnt. Aber für mich je nachdem. Ja, aber so, ich weiss es nicht, aber für mich ist die Hai doch auch. Aber es ist halt auch ein Gefühl für mich. Ich glaube für alle. Also bei mir ist es so der Fasnacht, wenn ich die Straße drauflaufe und ich kenne die Leute. So im Dorf. Ja. Ich glaube auch. Nein, ja, sicher ist es nicht nur für mich so, ja. Aber ja, spannend. Und was, welches die Hai vermisst du jetzt gerade die Hai in Peru? Oder kannst du dich voll auf das die Hai im Moment einlassen oder denkst du schon wieder an das andere die Hai? Ja, musst. Also jetzt ist eine gute Frage. Also ob ich jetzt Peru vermisse, aktuell nein. Aber sobald ich dort bin, merke ich, oh fuck, es hat mir mega gefällt. Also es ist wirklich gerade dort, wo ich gerade bin, dort gebe ich halt 200%. Was ist denn, also ich bin noch nie in Peru gewesen, ich kann mir das Leben in Peru jetzt gerade nicht so vorstellen. Vielleicht kannst du mal erklären, wie sieht bei dir so ein Tag in Peru aus? Nimm uns mal mit. Wow, okay. Lima, oder? Hauptstadt. Dort bin ich, genau. Also Lima ist eine riesige Stadt, also mit Agglomeration und Guyao zusammen kommen sie auf 9 bis 10 Millionen Einwohner. Wow. Also die Schweiz. Ja, ungefähr. Plus, ihr müsst euch vorstellen, Peru hat etwa 33 Millionen insgesamt. Das heisst, fast 30% sind einfach in dieser Stadt. Also es ist riesig und der Verkehr ist anders. Aber ich glaube, wenn man es genau so aufbrechen muss, ist der grosse Unterschied, dass wir hier in der Schweiz alles sehr planen kann. Da ist auch eine grosse Trennung zwischen Kirche und Staat, währenddessen in Peru das alles nicht ist. Und wenn du auf Peru kommst, dann musst du halt dir recht schnell ein bisschen auch anpassen an die ganze Kultur, den Klassismus, was es gibt. Ich habe 2 Anlaufversuche in Peru. Der erste war, ich gehe auf Peru, so mega naiv. Also, ich bin jetzt ein Peruaner, ich will nichts wissen mit der Schweiz. Und das ist das ist mega herausfordernd für mich, weil... Also, dass du mit dieser Einstellung gegangen bist, war herausfordernd gewesen? Also nein, das Leben dort war für mich ganz herausfordernd gewesen, weil Unzuverlässigkeit, also, und nicht eine böswillige, sondern auch die Unzuverlässigkeit der Personen, die Unpünktlichkeit, was ein Klischee ist, aber das ist effektiv so. Die Arbeiten, die halt viel schneller unter der Hand weggehen oder so. Und du musst halt, wenn du dort aufgewachsen bist, hast du eine andere Mentalität. Oder Herangehensweise. Herangehensweise, ja, genau. Weil, als ich das zweite Mal gegangen bin, oder als ich den zweiten Anlauf gemacht habe, ich bin dazwischen kurz zurückgekommen, habe ich dann nachher voll auf die Schweizer Karte gesetzt. So, hey, ich bin halb, eigentlich bin ich halb Schweizer, aber ich bin halb Peruaner. Und dann bin ich halt ganz anders daran hergegangen, weil dann ich halt die Schweizer Karte nachher auspacken konnte. Und die ist dann nachher viel besser angekommen, weil sie haben mich nachher auch verstehen. Oder sie haben sich an dich anpassen. Das ist halt der Schweizer El Suizo, wenn wir pünktlich sind. Also beim ersten Mal hast du eigentlich den Leuten etwas vorgespielt?
Richtig, ja. Oder? Und das haben sie vielleicht gemerkt. Oder er hat sich vielleicht selber versucht, etwas vorzuspielen. Ja, er hat safe. versucht, ein Peruaner zu sein, der so halb in ihm steckt. Voll, weil ich habe ja... Wieso bin ich überhaupt auf Peru übergegangen? Ich habe mit Peru ganz lange gar keinen Bezug gehabt. Also ich habe mit dem Land eigentlich mal eine sehr schlechte Erfahrung gemacht. Und nachher habe ich Le Puse la Cruz, also ich habe mit dem abgeschlossen und habe gesagt, ich will nichts mehr mit dem Land zu tun haben. Ist das wegen Personen oder... Ja, Personenerfahrung, aber heutzutage weiß ich ja einfach halt mein Naive und mein kindisches Getue, das ich dann hatte. Und dann habe ich irgendwann bekommst so wie eine Phase, wo ein Schuldgefühl entsteht. Hast du das Gefühl, hey, ich habe jetzt hier recht viel der Latino gespielt, ich weiß aber gar nicht, was es eigentlich heisst, Peruaner zu sein. Und irgendwann kommen so also bei mir ist es so gewesen, so dass, hey, woher komme ich eigentlich auch noch? Klar, ich bin Schweizer, ich bin aufgewachsen, identifiziere mich zu 100% als Schweizer, aber ich merke, ich versuche das wie überzukompensieren. Und vor allem so im Militär habe ich es gemerkt, weil im Militär splittet sich so ein bisschen auf. Also es gibt so die Personen, die ausländisch sind und überschweizerisch wirken. Und ich habe so gemerkt, ich gehe genau in das hin. Also eigentlich versuche ich etwas zu überkompensieren. Also woran liegt es? Weil ich halt meine peruanischen Wurzeln überhaupt nicht kenne. Also versuchst doch mal, die Wurzeln ein bisschen zu entdecken. Das hast du im Militär, oder wann ist der Schalter? Ja, es ist so ein bisschen Hast nach du so dem einen Militär. Moment? Es ist eigentlich so nach Corona-Zeiten gewesen, weil ich bin während der Corona-Zeit 9 Monate im Militär gewesen. Und dann, das ist eigentlich so gewesen, dass ich in Berlin gelebt habe und dann meine Agentin gesagt hat, ja, was willst du jetzt machen? Und dann habe ich gesagt, hey, ich will mal schnell auf Peru gehen. Und sie, nein, Sandra, das kannst du nicht machen. Also gibt er 1 Jahr Maximum. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich mache es. Und dann bin ich übergegangen und ich habe nichts gewusst von Peru. Also ich habe Verwandte in Peru, in Chiclayo, also dort, was extrem im Norden ist, dort, wo der Papst übrigens mega lang Bischof war. Und bin aber auf Lima gekommen und dort hatte ich nur ganz wenige Verwandte gehabt, und ich wusste, hey, ich wollte eigentlich mal schauen, was ist das Leben dort. Und habe auch ein bisschen versucht zu googlen, was gibt es da überhaupt für Filme, die Peru gemacht hat. Ich habe nichts gekannt. Und das fängt schon mit dem an. Also Google, Peruvian Film Industry, nichts. Okay, Hast du das eingegeben? ja. Peru, Filmindustrie. Filmindustrie, ja. Nachher dachte ich, vielleicht redet sie Spanisch. Okay, entonces, la industria peruana. Nö, also es kommt Nada. nichts. Es ist wirklich, mir ist nicht bewusst gewesen, wie stark die sozialen Medien in Peru sind, im Gegensatz zu hier. Weil ich habe nachher gemerkt, okay, ist gut, dann gehe ich mal auf Instagram, no, Hashtag Peruvian Actor, gibt es niemand, okay, oder irgendeine andere. Und nachher habe ich Actor Peruano und so habe ich dann irgendwie den peruanischen Schauspieler gesehen oder einfach anschreiben wie Instagram, und so bin ich nachher reingekommen. Also wie muss ich mir das Du hast wirklich bei vorstellen? null angefangen eigentlich. Kein Kontakt, kein Business-Kontakt, nichts. Familie nichts. Ja, irgendwo völlig anders naiv. im Land. Ja, krass. Und wie lange hast also du bist ja jetzt gleich 2 Jahre in Peru gewesen. Würdest du sagen, du bist jetzt mittlerweile eigentlich dort angekommen? Also weißt du, so, Ja, also ich bin eben... hast Leben und Job dort? Ja. Also ich bin ja auch übergegangen über die Embolo Foundation, das ist eine Kinderstiftung von Brel Embolo, wo für Kamerun und für Peru sorgt, und ich bin der Botschafter von der peruanischen Seite und die haben mich damals geschickt gehabt. Und da konnte ich dort so ein bisschen Projekt starten oder Container haben sie geschickt, dann haben wir das dort verteilen oder dann Zusammenarbeit mit der Caritas machen, also einfach so wohltätige Zwecke. Und nebst dem habe ich natürlich auch versucht, eben so zuerst in Telenovelas hineinzukommen. Mega naiv, also es fängt schon bei der Sprache an. Mein Spanisch war ja nicht perfekt, als ich Oh übergegangen mein bin. Gott, ja, meins auch nicht. Da musst du zuerst, also ich habe einen Agent gefunden, mega schnell, und der war mega cool zu mir. Und der hat mir gesagt, Sandro, du bist so ein bisschen ein Nischenprodukt, also du siehst voll aus wie ein Peruaner, Oh mein Gott. aber wenn du redest, dann merkt man sofort, dass du Schweizer bist oder einfach vom Ausland. Also musst du an deinem Spanisch arbeiten. Und das ist genau das, was mir in Berlin schon passiert ist. Mit dem Deutsch. Ja, mit dem Deutsch, weil du halt Schweizer bist. Und dann habe ich gewusst, okay, ist gut, jetzt muss ich auch den Sprachcoach nehmen. Das ist mir so ein Sprachcoach. Und das braucht ja alles Zeit. Ja. Und nebst dem habe ich einfach sonst, ich habe bei Uber gefahren. Wie hast du dich finanziert? Ja, also sicher erspart, aber ich bin auch Uber gefahren oder habe sonst irgendwie Sachen können so machen. Ich habe dann auch angefangen zu produzieren. Das heisst, ich habe irgendwann mal, gut, als Schauspieler, und das ist jetzt auch meine Schweizer Seite,
beim zweiten Mal dachte ich muss irgendwie Geld generieren. Okay, wie kann man Geld generieren? Ich habe ein paar Regisseure gewusst, die haben 3 Bücher, aber die haben die finanziellen Möglichkeiten gar nicht, ein Theater aufzustellen. Dann habe ich gesagt, hey, wie viel kostet das Theaterstück, wenn du alles auf die Beine stellen willst? Dann hat er gesagt, ja, also wenn du wirklich riesen Independent, also wirklich maximal Independent machen willst, kostet das Theaterstück 200 bis 300 Franken. Ich habe gesagt, 200 Franken. Also machen wir es. Dann habe ich gesagt, also, aber machen wir mal 1 und das war finanziell ein Erfolg. Dann habe ich gesagt, okay, machen wir 2 und so, weißt du, dann hast du auch ein bisschen... Aber hat es effektiv so wenig gekostet? Ja. Vielleicht vielleicht kommst du schon ein bisschen mehr oder so, weil nachher merkst du, okay, vielleicht also, reden wir jetzt von der ganzen Produktion von einem Theater? Von allem bis allem. Umgerechnet 200-300 Stutz. Aber du musst wissen, in Peru ist natürlich eine andere Mentalität da. Jeder bringt vielleicht etwas gratis mit rein, bringt also Requisiten. Requisiten bringst du halt mit, weißt, mit Gefallen. Es ist, also, Geben und nehmen. Exactly. Ja, genau. Das ist halt eine andere Mentalität. Das ist die Kosten möglichst tief behalten. Das Einzige, was am Schluss zahlst, ist der Regisseur und die Schauspieler und der Platz. Also das Theater. Das ist in Soziologie, wir haben ja beide Soziologie im Nebenfach im Studium und da haben wir gesagt, es gibt Leute, die haben zum Beispiel viel Geld als einen Wert, wo ihnen zusteht, aber es gibt auch Leute mit sehr viel sozialem Wert. Kannst du dich erinnern? Also so ein bisschen Währung. Genau, ja. Soziale Währung. Ja, so. Monetäre Währung ist Geld und soziale Währung ist so, wenn jetzt zum Beispiel du eine Person bist, wo mega viele Leute haben dir einen Gefallen zu gut. Du bist eine Person, die sehr viel soziale Währung hat, weil du in deiner Community so ein bisschen... Vitamin B. Genau, Vitamin B. Einfach, ja. Was mich jetzt bei dir noch wundert mit Bolivien, merkst du auch etwas, dass du deine bolivianischen Wurzeln kennenlernen willst? Im Land selber oder irgendwie? So wie er das jetzt beschrieben hat, noch nicht. Also nicht oder noch nicht. Es ist sicher so, dass ich mal Bolivien bereisen aus dem Grund, aus dem Grund, so dass ich will wissen, das Land, von dem meine Mami herkommt, wie sieht das aus, wie sind die Leute dort? Ich bin bis jetzt in meinem Leben erst 2-mal in Bolivien gewesen, einmal mit 4 und einmal mit 17. Und von dort, ja, das sind einfach 2-mal 2 Wochen Ferien gewesen, so. Ich bin noch nicht viel da gewesen und kenne auch meine Familie, die dort lebt, nicht so gut entsprechend. Aber ich weiss jetzt nicht, ob ich so wie der Sandro würde dort leben oder... Also nein, das weiss ich, dass ich das ganz sicher nicht will. Das weiss ich eigentlich, ja. Wieso? Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das mal ändert. Keine Ahnung, Bolivien... Ich weiss nicht, wie es bei Peru ist, aber Bolivien ist schon ein relativ armes Land und der Wirtschaft geht es nicht gut. Die Kriminalitätsrate ist mega hoch und zum Beispiel, meine Mami hat dort den Führerschein gemacht, den Führerschein, damals, wo sie, keine Ahnung, wahrscheinlich war sie noch immer 18 gewesen. Du gehst einfach in ein Auto in Escuela und hast 2-3 Fahrstunden und dann heisst ja, du kannst Auto fahren. Brauchst du mit ihr ins Auto hocken? Sie hat dann in der Schweiz eine richtige Fahrprüfung müssen machen, wo sie da angekommen ist. Aber ja, es gibt, also weißt, in der Schweiz ist alles so geregelt. Wenn du dort bei einer Bushaltestelle anstehst, und dort steht der Bus fährt am 20 ab. Ja, der Bus logisch, kann auch vielleicht am 20 vor noch nicht dort. Ich könnte mir wie nicht vorstellen, wie ich mir dort... Also ich kann mir ein Leben, wo ich Spass daran habe, das zu leben, nicht in Bolivien vorstellen. Einfach auch, weil ich mir so denke, ich meine, ich arbeite in der Kommunikations- und Medienbranche. Remote? Nein, mit Zeitverschiebung und so. Also, und ein Job dort, nein. Also ich kann es mir wirklich überhaupt nicht vorstellen. Ja, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Eben, weil das Land so arm ist, weil es der Wirtschaft schlecht geht, weil die Infrastruktur mega, mega schlecht ist bei vielen Sachen auch. Aber wie ist denn das jetzt in Peru? Ich nehme an, es ist ja auch so. Also ich bin auch in Costa Rica gewesen. Der Name sagt ja schon Rica, also reich. Also es ist komplett kein Bild von Südamerika, das ich dort bekommen habe, Mittelamerika. Ja. Aber wie ist denn für dich der Crash, Kultur-Clash? Crash? Ja. Ja, also es gibt eben so. Vielleicht haben wir durch vielleicht ein bisschen andere Voraussetzungen gehabt. Bei mir ist es ja so, dass meine Mutter verstorben ist und schon länger. Und dann ist ein Verlust da und du willst schon quasi dich selber können lernen und wissen, wo ist die ganze Lebensgeschichte von der Mutter her. Wie alt bist du da gewesen, wo sie? 13. Ja. Entsprechend ist es halt vielleicht ein bisschen anders. Aber als ich dann auf Peru bekomme, dann merkst du halt so, wow, also es ist ein ganz anderes Leben und das, was ich bringe, ist schon eigentlich auch etwas mega Wertvolles. Und dann bekommst du auch ein bisschen so den Drang,
ja, man kann doch hier noch ein bisschen Know-how weitergeben. Man kann mit ein bisschen Struktur kann man mega gut kann man Sachen auf die Beine stellen, ich sage Theaterstücke etc. Also ich bin kein Produzent gewesen, als ich übergegangen bin, aber ich habe vielleicht ein kleines unternehmerisches Denken gehabt und mit Plänen schreiben, so à la Fachoffizier, die ich vorhin erzählt habe, also die Ausbildung haben wir mega viel gebraucht, klar und strukturiert sagen, hey Jungs, so tun wir das innerhalb von wenigen Wochen auf die Beine stellen und dann schaffen wir das. Ja. Und dann merke ich so, oh, ich kann eigentlich eine Brücke zwischen diesen zwei Kulturen sein. Und das ist auch der Grund, warum ich mich jetzt nicht irgendwie stark, dass ich jetzt den Drang habe, wieder zurückzugehen, weil ich weiß ganz genau, ich kann von hier aus auch etwas für Peru machen. Ich habe meine Kontakte ja dort. Und die schreiben mir ja auch, hey und so. Aktuell bin ich gerade an einem Drehbuch dran, wo ich in Peru auf die Beine stelle, also einen Film. Und ich glaube, so die Brücke, die man zwischen diesen zwei Kulturen sein kann, das ist das, was mich reizt. Ja. Aber effektiv übergehen und durch das Leben, das, was du vorhin gesagt hast, das würde ich auch unterschreiben. Das wollte ich nicht, weil ich habe, als ich dort selber war, habe ich mir auch die Gedanken gemacht, hey, will ich das? Und es fängt schon an, wenn du Familienplanung hast oder so in die Zukunft denkst, von das schon in der Schule an. Also die Kinder gehen ja dort in die Privatschule, wenn du eine gute Bildung willst haben. Und dort fängt der Klassismus schon an. Ja. Also ich bin auf Peru gekommen und habe gedacht, hey, eben, voll naiv, hey, ich will jetzt mal Peruaner sein. Das heisst, ich gehe von X nach Y, also ich gehe vom einen Stadtzentrum zum anderen. Aber niemand hat mich begleiten. Und ich gesagt, hey, warum nicht? Und dann sagt sie, ja, nein, ich bleibe einfach in meinem Distrikt, weil es dort sicher ist. Und in den anderen Distrikten musst du gar nicht her. Und dann habe ich gesagt, was machst du, Mann? Ich will jetzt gleich dorthin. Und halt alles besucht, halt, gell? Das ist krass, weil unser ganzes Denken, Ja. eben die Vorstellung davon, wie man sich bewegt in einem Land, nicht mal das kannst du copy-pasten auf ein anderes Land. Nein, Das ist so definitiv krass. nicht. Das habe ich auch gemerkt, als ich dieses Jahr in der Domrep in der Ferien war. Uns als Touristen hat unser Uber-Fahrer auch gesagt, als er uns vom Flughafen abgeholt hat, also gell, euer Airbnb ist dann im besten District, aber geht einfach nicht aus dem District raus. Einfach weil dort sind ihr nicht sicher. Und ja, das ist einfach so krass, weil du musst dir in Zürich nicht überlegen, shit, das ist jetzt, dort fängt Kreis 3 an, dort kann ich mich nicht bewegen. Vielleicht oder eher Kantonsgrenze. so, Stell dir vor, das wäre so. Ja. Das Vielleicht ist ja eher krass. so, das ist die Langstrasse, aber ist ja auch noch nicht ganz... Ah, Ja, ja. nein, die Langstrasse ist Nein, das aber gar jetzt- nicht. Ich Aber glaube, jetzt die in Lima würden kleineren- lachen über die Langstrasse. Ja, das ja. ist Ich hatte das auch in Costa Rica, gehabt, dass wir am Laufen waren, ein Auto angehalten hat und gesagt hat, hey Mädels, geht da nicht an. Ja, meine Mami zum Beispiel ist Ja. selber einheimisch, also logisch ist sie einheimisch in Bolivien, sie ist ja von dort und sie sieht auch aus wie eine Bolivianerin. Selbst sie als Einheimische ist auch schon auf der Straße überfallen worden. Also ich wollte jetzt wie nicht irgendwie Angst machen und sagen, Bolivien ist ein mega unsicheres Land oder in ganz Südamerika ist es unsicher, aber mehr so, ja, ich würde... Andere Sicherheitsvoraussetzungen. Genau, es sind einfach andere Ja. Sicherheitsvoraussetzungen, selbst für die Leute, die dort leben. Das, was du gesagt hast. Das ist nämlich ein mega guter Punkt, den du gerade bringst, weil mega viele Leute oder die meisten haben mich immer gefragt, warum kommst du zurück? Und bei mir ist es vielleicht eben genau das, dass ich dort irgendwie meine Wurzeln entdecken will. Das hat mich zurück auf Peru gebracht. Aber ich verstehe jeden, der sagt, nein, ich bin in der Schweiz aufgewachsen oder im Ausland aufgewachsen und ich habe eigentlich keinen Bezug zu diesem Land. Also, Ja. und das verstehe ich absolut auch. Also ich habe viele Kollegen, die auch Migrationshintergrund in Südamerika haben und ihre Eltern sagen so, hey Sandra, wenn ich jetzt wieder zurück würde gehen, eben Bolivien, Kolumbien, Peru, ich weiß nicht, wie ich mich dort verhalten soll. Weil ich bin jetzt schon 30 Jahre in der Schweiz. Wie soll ich wieder zurückgehen? Ich kann nicht mehr verhandeln. Sie merken, dass ich nicht mehr dass ich Tourist bin. Also nehmen sie mich aus. Deswegen habe ich gar keine Lust mehr, wieder zurückzugehen. Ja. Jetzt nur schnell, hast du denn deine Wurzeln jetzt gefunden? Teils. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich gerne selber noch ein bisschen mehr vertiefen. Was zum Aber- Beispiel? Der Familienbezug. Also bei mir ist es so, dass ich doch viel Zeit in Lima verbracht habe und meine Familie immer wieder besuchen auf Chiclayo. Aber ich werde doch mehr Zeit dort verbringen. Mhm. Schön. Ja, ich glaube, so würde es mir auch gehen. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal so 3 Monate Zeit habe zum Reisen, würde ich ein paar Wochen auf Bolivien gehen, zum Bolivien bereisen, aber auch ein paar Wochen einfach bei meiner Familie dort verbringen. Weil ich habe nur noch eine Grossmami und das ist das, was in Bolivien lebt. Das ist auch so etwas, was ich irgendwie immer bewundere an meinen Freundinnen und Freunden in der Schweiz, Leute, die Grosseltern haben. Und so, wie schön ist das, dass du die Eltern von deinen Eltern kennst und mit ihnen kannst reden an deinem Geburtstag oder einfach ihr könnt kämpfen. Ich kenne das nicht, weil ich habe eigentlich nie Grosseltern gehabt. Entweder sind sie schon verstorben gewesen, oder wir haben keinen engen Draht zu ihnen gehabt, oder sie haben eben auf einem anderen Kontinent gelebt. Darum
ja, ich will einfach so ein bisschen das wissen, weil ich weiss über meine Grossmami mega viel von meiner Mami, einfach aus Erzählungen. So, sie hat mega jung, hat sie Kind bekommen, mega jung ist sie verheiratet worden. Sie hat ihre eigene Bäckerei neben ihrem Haus, wo sie für die Nachbarschaft jeden Tag, jede Woche Brot backt. So ein mega einfaches Leben, oder? Und ich glaube, Aber hast du noch Kontakt zu ihr? also meine Mami telefoniert ab und zu mit ihrer Mami, aber ich habe keinen Kontakt zu meiner Familie in Bolivien. Das liegt auch daran, dass in Südamerika ist ja Facebook eine mega grosse Plattform. Ja, Frage, ja. Also mit Facebook, dort ist wirklich alles drauf. Also meine eine Cousine ist auch selbstständig. Sie kauft Kleider in Brasilien und verkauft die auf dem Markt in Bolivien. Und auf Facebook. Und auf Facebook und Aber- auf WhatsApp. WhatsApp Ja, Business. also es ist voll Aber mega krass. Meta ist mega gross in Südamerika. Ja, aber warte, Insta ist ja auch Meta. Wieso denn Insta nicht? Weil Oder nicht gleich? Wieso echt? Also auf Facebook also ich kann jetzt nur von Peru reden. Es gibt einen Marketplace, der läuft brutal. Auf TikTok, also ich habe... TikTok-Shop. Ja, TikTok-Shop gibt es auch. Und das läuft dort mega. Und als Schweizer bist du am Anfang so ein bisschen skeptisch, hey, das geht doch gar nicht und so. Und das ist doch nicht, da brauchst du noch eine Quittung. Oder das und ist eine nicht so Garantie. professionell, genau. Ja, genau. Und anstatt da hast du einen Internetshop und shippst mit Shopify und so. Und dort hast du einfach eine WhatsApp-Nummer, wo dein WhatsApp for Business ist und so Ja, verkaufst du genau. deine Sachen. Lustig. Ja, darum, ja. Ich sehe den Reiz, der dich gereizt hat, so ein bisschen mehr über deine Herkunft zu erfahren. Mich reizt sicher auch etwas, aber Was? eben, zu wissen, wie das Land aussieht, wie das ist, weil es ist ein mega schönes Land. Also weißt, mein Papi sagt immer, in Bolivien kannst du so richtige Abenteuerferien machen. Also du könntest Skifahren in den Anden, du kannst in die Salzwüste gehen, dort bin ich auch schon gewesen. Du kannst aber auch so richtig in den Dschungel gehen. Du kannst einfach so viele Sachen dort machen und das würde ich einfach gerne erleben. Einfach auch, wenn mich jemand fragt, dass ich von dem Land erzählen kann. Ich kann ja gar nicht erzählen. Fühlst du dich schlecht, dass du nicht kannst erzählen? Nein, weil ich bin auch noch jung und ich habe jetzt auch nicht schon ganz viele Chancen verpasst, wo ich hätte können, irgendwie viel Zeit dort verbringen. Darum fühle ich mich nicht schlecht, aber ich merke einfach so, ich will früher oder später sicher mal kennenlernen, aber eben mehr so reisen, nicht leben. Ich frage mich, wenn wir das Language School machen oder nicht? Ja, Wenn der? Ja. Schnell. Ja. Wir können Sie auch noch ein bisschen länger machen. die Folge. Wir tun heute ein bisschen umtrüllen. Ich bin da vollkommen der Bünzli und ich wollte jetzt auch mal ein bisschen Wörtchen auspacken. Weißt du, wie es läuft, Sandro? Ich fetze jetzt 3 Begriffe raus und dann könnt ihr schnell ein bisschen nicht so lange diskutieren und ich sage nachher 3 Erklärungen, die ihr zuordnen müsst. Okay. Also, das eine ist «Heibsch». Oh Gott. Ein Einsiedlerwort. Dann ein Innerschweizer Wort, das Einsiedler auch dazu gehört, «Kein Leidi». Und das andere ist wieder ein Einsiedlerwort, «Sauft». also das ist der Akzent auch dabei. Ja. Was? Heipischi? Heibsch ist hübsch, oder? Nein, Heibsch, «Kein Leidi», «Sauft». Kein Leidi. Soll ich schnell... Nein, dürfen wir zuerst raten. Okay. Also ich glaube, Heibsch ist einfach hübsch. Das ist ein Heibschi, würde ich sagen. Ja, hat die jetzt auch gesagt. Dann das zweite, kein Lady. «Kein Leidi». Kein Kein Leidi. Leidi. Also schon auch ein hübsch, oder? Das ist kein Nein. Leidi. Oder das Ich hätte gesagt, das ist kein Lady. So wie Aber. sie hockt, das ist kein Lady. Von wegen kein Lady. kein Lady. Also, Ich hätte jetzt gesagt, das Gleiche für hübsch oder irgendwie, das ist keine Lady. Wenn ich sage, hey Bruder, das ist keine Lady, ist das so, voilà. Es sieht so gut aus. Was hat die jetzt Ja? gesagt? Ja. Und «Sauft»? Sauft. sauft. Ja, halt Sauft. saufen. Nein. Ja, das wäre ein bisschen Sauft. zu naheliegend. He? Sauft. Ah, vielleicht kommt das so vom französischen «soff». So So. wär's. Durst. So, oder heisst «soff» genug? Oh, ich weiß gar nicht. Lustig. Also, schau, hey, «Kein Leidi». Nein, tu doch die Erklärung jetzt. Nein, Aha, okay, ich erklärst nehme du es es grad. eigentlich, ja, ist Ah, okay, einfacher. gut. «Kein Leidi», ja. Das heisst eigentlich, schau, die da vorne ist «Kein Leidi». Also, eine hübsche. Schon? Oh, ja, und Aha. Leidi habe ich gecheckt. Das steht, also du sagst nicht, das ist eine Leidi, sondern es geht eigentlich immer mit, oder einfach im Umgangssprachlichen geht es immer mit «kein Leidi». Also das ist, ja, schon eine hübsche. Sie hat Aber auch wieso, mal, also kein im Sinne von
Kein. Ich glaube, Leidi kommt von Leid halt. Also kein Leidi, oder? Das Bireli ist nicht. Vulkan. Es ist keine Leitung irgendwie. Ja, aber ich finde es geil mit kein Lady. Jetzt weißt du, wie ich fühle, wenn du falsch ratest. Dann hebst. Es ist wie, also ein Beispielsatz ist, das Essen ist hebst gut. Also hure gut. Ja, hure mega sehr. Okay. Ich Hebst. benutze das nicht, aber mein Umfeld, also meine Familie. Und sauft ist, also ich gebe einen Beispielsatz, es ist sauft möglich, dass der Sandro heute Abend mit uns noch die Kill bekommt. Gut möglich. Gut. Voll. Ja. Also ich glaube, im moderneren Sinn in unserer Sprache heisst es so fix. Fix. Weißt du, so. Ah. Und das sagt meine Mami mega viel so sauft. Anstatt fix. Sauft. Wirklich? Ja. Das tue ich jetzt auch einbinden in mein Vokabular. Sauft. Oh mein Gott, das ist so, ich muss immer schmunzeln. So geil. Ja, Sehr cool. das wäre es gewesen mit der Language Ja. School à la Bünzli. Eine Story, die ich gerne noch erzählen würde, ist aus den Ferien, wo wir in 2018 in Bolivien waren. Und zwar ist das eben für mich auch so typisch südamerikanisch. Und zwar haben wir ein Familienfest gehabt. Und das findet einfach irgendwie dort oft statt. Vor allem ist halt die Familie gross. Also Latino-Familie ist nicht mehr so gross. Und Ein Beispiel, wie viel? Also ich muss mir das Bild also machen. kann ich, meine Mutter ist eins von 5 Kindern und ihre Mutter ist eins, glaube von 7 Kindern. Und entsprechend, wenn all diese Leute halt nochmal Kinder haben, So 30, 40 und in der Regel Leute. haben sie eben nicht ein Kind, genau. Ja. Also ich kann das gerade selber nicht so aufkalkulieren, aber wenn so ein Familienfest stattfindet, ist man locker so 30, 40 Leute und du weißt dann auch gar nicht, also weißt, da hockt dort einer, du hast die Person noch nie in deinem Leben gesehen, aber irgendwie bist du mit ihr verwandt oder mit ihm. Genau. Und das ist, finde ich eben so cool, weil ich glaube, so traditionelle Schweizer Familien sind eben auch relativ gross. Ja, absolut. Also bei mir ist es ja auch so, also von meinem Vater, von der Vaterseite her, das sind 10 Geschwister. Ja. Und die 10 haben auch noch mal ja. mega viel. Also wir haben vor kurzem ein Familienfest gehabt. Mein Großvater hat 15 Geschwister auch gehabt. Was? Aber das ist glaube ich auch Generationenunterschied. Ja, voll. Eine ganze Schulklasse. Ey. Oh mein Krass. Ja, eben. Und was ich dort so cool finde, ist, jeder und jede ist einfach so dein Tio oder deine Ja. Tia. Also, weißt, so, Tante oder Onkel. genau. Mein Neffe, der Sohn von meiner Schwester, nennt mich auch Tia. Und mein Bruder nennt er Tio. Und wenn du dort bist an dem Familienfest, du kannst einfach alle ansprechen mit «Oje Tio». Also so, du fragst eigentlich gar nicht so nach dem Namen oder vielleicht fragst du, aber einfach er ist dann der Tio. Oder du wärst jetzt Tia Flavia und du wärst Du Tio tust einfach Sandro. so sagen, du bist jetzt meine Tante, obwohl ich nicht weiss, was Genau, du ja. biologisch zu mir bist. Voll. Auch wenn die Person dort einer vielleicht dein Cousin oder deine Cousine ist und die Person aber ein bisschen älter ist, kannst du es auch mit Tia ansprechen. Und irgendwie finde ich das so herzig und lustig. Und auf jeden Fall an dem Familienfest hat auch irgendwie, das ist so, findet immer so auf dem Land statt, wo so ein ellenlanger Grill noch jemand ist, wo so seit 10 Stunden Leute am Kohlen vorbereitet sind. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Jedenfalls tut man dann so grillieren, Fußball spielen und so. Und ich habe es mega cool gefunden an dem Familienfest, weil es hat ein Fußballfeld auch noch gehabt, so ein kleines, mit so einem mega grusigen Rasen, aber das hat wirklich keine Rolle gespielt. Und dann haben all die Leute an dem Familienfest so zusammen Fußball gespielt. Und eben, man hat dann einfach mit der ganzen Familie können 2 Mannschaften machen, weil man einfach so viele Leute war. Und das war so herzig gewesen. Und etwas Lustiges ist, dort hat es einen Pool gehabt, auch. Also es war eigentlich mehr ein Loch im Boden gewesen, wo ultra dreckiges Wasser drin war. Also wirklich, es war so braun-grün gewesen. Ganz sicher kein Chlor da drin gehabt. Es hat auch noch so Blätter drin gehabt, vom Baum reingeweht und so. Und alle, also so halt ein paar Kinder und so ein paar Leute in meinem Alter sind dort drin am Boden gewesen und irgendwie am Bällen und so. Und ich wollte auch mitspielen. Und meine Familie war so beim Fußballspiel gewesen. Und sie haben sich noch überlegt im Nachhinein, dass sie mir hätten sollen sagen, sie haben sich gefragt, so sollen wir der Jenny sagen, sie sollen nicht dort im Pool gehen. Ich glaube nicht, die checkt schon, dass sie dort nicht baden. Ich bin natürlich irgendwann dort am Baden gewesen. Und ja, am nächsten Tag hatte ich den Scheisser des Todes gehabt. Ich war wirklich krank gewesen, wie noch nie. Und alle anderen Familienmitglieder, Kinder, Teenager, die auch an dem Pool baden waren nicht. Also was auch immer in meinem Schweizer Bützli Immunsystem nicht drin war, ja, das hat mich auf jeden Fall krank gemacht. Und alle anderen sind irgendwie abgehärtet gegen das Wasser und sind nicht krank geworden. Ja, das habe ich irgendwie noch so ist eine lustige Erinnerung von dem Trip. Ja, sehr herzig. Aber schön bist du trotzdem rein. Ja, also es hat auch, ich hoffe, du bist nicht zu lang krank gewesen, aber
Schon. Nein. Der Scheiße. Rest von der Ferien. Dann ist es scheiße. Nein, jetzt kommt die Story, die ich vorher auch noch erzählen wollte. Und zwar sind wir am nächsten Tag eben in die Salzwüste, die ich vorher erwähnt habe, gereist. Und wir haben mega früh los vom Hotel, haben zweimal einen Flug müssen catchen und dann noch irgendwie mit so einem Jeep in die Wüste reinfahren. Und ich bin halt in dieser Nacht vom Familienfest auf den Reisetag habe ich halt gemerkt, dass ich krank werde und habe auch in der Küche ins Brünneli gekisst und so und habe wie gemerkt, Scheiße, das ist gerade gar nicht gut, weil heute haben wir eine mega lange Reise vor uns in die Wüste. Und dann am Flughafen haben wir in so eine Apotheke gehen und ich habe dann wie wegen dem Flug, wegen dem Boarding und so, habe ich keine Zeit gehabt, dass sie mir eine Infusion geben können. Dann habe ich die Infusion müssen trinken. Also ich habe Salzwasser mit ein bisschen Zucker und Elektrolyten und frage mich nicht, was da drin ist, müssen trinken. Das ist mega hässlich. Elektrolytenlösung, ja. Genau. Ich sollte dort am Gate gucken mit dieser PET-Flasche und habe mich zu jedem Schluck müssen zwingen. Und am Schluss, irgendwie so 4-5 Stunden später, als wir dann in der Wüste waren, bin ich wie ein neuer Mensch gewesen. Also mir ist es wieder gut gegangen. Aber einfach so ein bisschen. Das ist einfach irgendwie ein bisschen dumm von mir, dass ich am Tag vorher dort baden bin, so ultra krank geworden bin und dann den ganzen Prozess haben durchmachen. Aber schlussendlich ist es mir dann relativ schnell eigentlich wieder gut gegangen. Das ist doch gut, das ist eine schöne Anekdote, die du immer erzählen kannst. Ja. Wir haben noch ein bisschen über Dating in Peru reden und so, weil ich glaube, das ist ganz anders als da. Traditioneller, also ich glaube, als ich übergegangen bin, das erste Mal, habe ich ganz einfach Tinder gebraucht. Ja. Also ich hatte Tinder gebraucht und wieso habe ich das überhaupt gemacht? Das ist eine ganz lustige Anekdote. Ich habe mit hier in der Schweiz mal einen Casting gesagt, hey, eigentlich, Sandro, ist einen Schauspieler zusammenbringen und einen Regisseur bei einem Casting nichts anderes als Tinder. Und dann dachte ich, wie meint sie das? Ja, du musst innerhalb von mega kurzer Zeit musst du dich sehr gut präsentieren. Und dann dachte ich, okay, ist gut, ja, wie trainiere ich das? Also, brauche ich Tinder wirklich? Ich bin ja Single, okay, ist gut, dann habe ich das gemacht. Und habe ich eigentlich... So eine Ausrede für Tinder zum Abladen. Ich ja, brauche du so musst innerhalb von kurzer Zeit dich mega gut verkaufen und auch beim Schreiben. Und nachher beim Date selber, also das Date selber an sich, das ist recht klassisch. Das ist egal, ob du es oder dort machst. Aber ich glaube, was wichtig ist ja, dass du etwas... Wenn du an ein Date gehst, dass du genau das machst, wo du selber auch gerne würdest machen, weil du willst ja dich präsentieren. Und dann tust du dort halt einfach, gut, ich bin meistens essen und am Schluss immer Karaoke singen. Das war so wie ein Plan, den du nachher immer so machen konntest. Ist das dort, wo du noch den Peruaner raushängen lassen hast? Nein, das ist... Beim zweiten Mal. Peruaner, Schweizer Peruaner. Ja. Als Schweizer, ja, aber Dates können mega teuer werden, weil es gibt ja dort, du musst auch unterscheiden, was wollen die Leute auf diesen Plattformen. Gell? In Peru gibt es ja Las Bricheras, ich weiß nicht, ob man das in Bolivien sagt. Das sagt mir gerade nicht. Bricheras, das ist so ein Begriff, den man benutzt für Personen, die halt explizit Touristen daten, damit sie nachher ins Ausland kommen. Die fischen natürlich auch. Brichera wegen Bridge. Also. Und die suchen eine Brücke. Die suchen eine Brücke. Und da musst du natürlich auch vorsichtig sein, weil du merkst sofort, okay, ist gut. Ist die wirklich interessiert an mir oder ist die interessiert an meinem Schweizer Pass? Ja, es gibt so einen lustigen Spruch, El amor de mi visa. Also sie liebt deine Visa, also sie ist verliebt in dein Visa anstatt in dich. Normalerweise ist schon, eres el amor de mi vida. Also du bist... Die von meinem Leben. Genau, aber bei dort wäre es el amor de mi visa. Also, und wie merkst du das? Also hast du das jetzt dort auch gehabt? Ja, sicher. Also es kommt immer ein bisschen darauf ab, wo du gehst. Also wenn du dort nachher auf die teuersten Sachen gehst machen, dann kannst du dort schnell 300-400 Stuttel liegen und frei oben. Aber ich meine, wie merkst du denn raus, wenn sie jetzt ein Brichera ist? Ja, das findest du mega schnell aus. Also das heisst auch schon, wenn du nachher fragst, was sie an dich interessiert. Und bei mir ist es ja oft so, weil ich ja nicht ausgesehen wie ein Schweizer, habe ich mir versucht, das Peruaner zu verkaufen. Und wenn sie nicht interessiert ist, wo ich bin ja daran interessiert, zu bleiben. Und wenn sie das nicht so cool gefunden hat, dann weisst du eigentlich schnell, dass sie nur Interesse hatte, mit mir ins Ausland zu gehen. In der Schweiz hast du auch datet? In der Schweiz? Ja, natürlich. Und in Peru hast du auch datet? Und gibt es irgendeinen Unterschied? Den du so kannst festmachen? Ja, also
Jetzt kann ich mich aufs Glatteis raus bewegen. Aber meine Erfahrungen waren so, dass doch in Peru die Rollenverteilungen recht klassisch sind. Also der Mann, der muss zahlen, der muss einladen. Das sorgt auch dafür, dass sie von ihrem Daheim mit einem Uber oder einem Taxi abgeholt wird Ah ja. und nachher an den Ort herkommt. Wenn sie das nicht macht, ist sie schon recht entweder emanzipiert oder sie kommt halt aus sehr gutem Haus oder weiss halt entsprechend, wie sie sich muss verhalten muss. Hier ist das nicht so. Hier sagst du so, hey, komm, machen wir beim Bürgerplatz ab. Ja, Hilfe. Also wenn mir ein Typ würde sagen, ja, ich schicke ein Uber zu deinem Haus und ich habe ihn noch nie gesehen, also auf Tinder, dann denke ich so, nein. Dort steige ich Ja, sicher aber nicht ein. Peru ist mir Und das dort oft schon. passiert, dass ich das wirklich, also auf das bestehe. Weil du datest ja teilweise wirklich, also du musst dir vorstellen, Lima ist ja so riesig, gell? Du bist locker mal eine Stunde im Verkehr drin. Und das für 5 oder 10 Kilometer. Also nicht für irgendwie riesige Distanzen. Und hier begegnest du halt viel mehr auf Augenhöhe. Und in Peru ist es halt noch eher klassisch. Also ich will jetzt hier nicht Ja. pauschalisieren, weil auch in Peru gibt es so reiche Gegenden. Und auch die sind mega, also Miraflores und so, die sind genauso entwickelt wie Zürich. Also es ist nicht ein grosser Unterschied, aber wenn halt einfach sonst so ein bisschen in Distrikte gehst, wo halt ein bisschen Mittelschicht oder Unterschicht sind, dort ist das wirklich noch ganz krass. Und der Machismus ist extrem in Peru. Was ist das? Macho-Getue. Das Machismo. Machismus. Der Gibt es den Begriff? Machismus. Aha. Gegenüber Frauen disrespectful sein, Frauen schlagen etc. Das ist so wie normal. Also, Ja. weißt, und das merken sie dann nachher, also durch verrote ich mich nachher, wenn ich einfach mit Frauen teilweise ganz normal rede, weißt du, und gar nicht etwas fordern. Mhm. Dann Mhm. Das bist ist du so- so, dann bist du auch der Typ, also da kannst du gar nicht so typisch peruanisch sein in ihren Augen. Weil du nicht so der, Meinst du jetzt als also- Person oder spielen? Spielen Nein, ist ich etwas meine- anderes als privat zu sein. ich meine mehr so, wenn du dich gibst, wie du bist, mit deinen Einstellungen, dann sind vielleicht Frauen Ja. in Peru so, hä, also der ist ja Absolut, gar da kein wird- Macho, oder der ist gar nicht so, wie ich mir das gewohnt bin von Männern in Peru. Ja, Und richtig. wie sind denn die Reaktionen? Findet sie das cool? Also deine Erfahrungen an? Oder sind es dann so, das ist komisch? Es kommt natürlich auch auf die Frau drauf ab. Wenn die Frau bereit ist, hey, sich zu öffnen und etwas Neues entdecken, dann ist das für sie mega cool. Wenn sie aber etwas Traditionelles haben, dann ist das eher so, hey, okay, mega cool, aber es ist nichts für mich. Und das ist hier anders. Hier begegnest du sofort auf Augenhöhe und du weißt, hey, es kann gut sein, dass sie vielleicht schon verheiratet war oder 2 Kinder. Also gerade so, wenn du um die 30 bist und dann Frauen datest, ist das gut möglich, dass sie verheiratet und Kinder hat hier, und dann ist sie alleinsehendes Mami. In Peru ist es nicht unbedingt so. In Peru bist du halt, ist eher noch ein traditionelles Bild. Gell? Dort datest und dann bist du halt vielleicht, dann bist du halt noch eher ungebunden. Wenn du verheiratet bist, dann bleibst du auch zusammen. Eine Trennung kommt eigentlich nicht groß in Frage. Mhm. Mhm. Spannend. Also es ist wirklich so. Und wie ist es denn, wenn du jetzt dort datet hast und dann zurück in die Schweiz kommst Mhm. und nachher eben, wenn es ums Zahlen geht, Da zum in der Beispiel, Schweiz? ja. Ja, das kannst du natürlich, das kannst du humorvoll verpacken. Ich meine, da kannst du auch ein bisschen austesten. Ich meine, da ist es jetzt völlig egal. Wenn jetzt die Frau unbedingt darauf besteht, zu zahlen, dann sage ich, okay, ist gut. Ich bin ein armer Schauspieler, was willst du? Nein, aber ich glaube, es geht voll darum, die andere Person sofort zu spüren und wissen, was braucht, funkt es nicht. Und du musst eine gute Zeit haben. Und wenn du jetzt darauf würdest bestehen, zu zahlen, und dann würdest du ganz damit kaputt machen, weil die Frau unbedingt will, wieso machst du es dann? Weißt? Ja, sehe ich. Ja. Hat die jetzt gesagt. Mhm. Mhm. Ja. Wie ist es bei euch? Mit Zahlen oder Daten? Ja. Zahlen, Also bei meine Mami hat mir einfach einmal gesagt, als ich ein Date hatte und ich habe dort schon gewusst, beim Essen, das wird nichts. Ja. Aber ich habe mich wohl gefühlt, aber es wird nichts. Und er hat trotzdem gezahlt. Dann hat sie mich nachher zusammengeschissen. Sie sagt, Flavia, du lässt dich nie wieder einladen, vor allem wenn du schon weißt, dass es nichts wird. Dann, ja. dass du ihn nicht ausnutzt. Ja, also es hat 90 Franken gekostet, also er hat mir 45, sagen wir so. Scheint. Ja, und
Sonst mache ich es. Beim ersten Date ist halt schon schwierig. Erwartest du das? Dass der Typ dich einladet? Nein, aber ich meine, ich bin einfach nicht gerne im Resti und nachher ist so, ja, getrennte Rechnung. Ich tue lieber, hey, jemand zahlt, ich twin's dir. Also am Das. ersten Date ins Restaurant gehen. Also die Frage, ist dir das schon passiert? Ja. Okay. Ja, würde ich auch nicht machen. Ich finde Bar in die Bar. Aber dann muss ich auch jemand zahlen und dann finde ich, Ja, ich jemand finde, das ist ein zahlt guter und dann, Vorschlag. hey, ich twin's dir. Das- Und das habe ich selber entschieden. Dass die Person, die sagt, hey, ich zahle, dass dann gerade die andere sagt, ich twins dir im Fall. Und dann Ja. sagt die andere Person vielleicht nein und dann twinnt es mir trotzdem. So Ja, würde ich das machen oder bei meinen ich habe es ersten auch Dates. schon gehabt, ich habe gezahlt und habe aber ihn nicht einladen und dann Twint eine Forderung gesagt, geschickt. nein, das ist finde ich ein bisschen assi, aber ich habe dann Ja. nie gesagt, hey, kannst du es mir twinten? So, ja, voll. Weil Ja. dann ist wirklich klar, ich habe mich Aber trotzdem in dem Moment kurz komisch gefühlt, weil ich das schon nicht so gerne... Also nein, zum Beispiel, mein Freund und ich sind gerade letztens in der Ferien gewesen und mir ist wichtig gewesen, dass, also sowieso, wir sind schon mega lang zusammen und mir ist einfach wichtig, dass wir so immer so ungefähr 50-50 haben. Ja. Weil ich will ihm nicht mega viel Geld schulden und schon gar nicht würde ich irgendwann wollen den Überblick verlieren, von was ich ihm eigentlich schulde. Weißt du, so darum, ich könnte die werden die eigentlich vielleicht auch ein bisschen bünzlig finden, aber so mein Freund und ich haben auch so eine App, wo wir dann unsere Ausgaben eintragen und ich dann so sehe, Gott, ich kann das. ich sehe dann so, oh shit, ich schulde 400 Stutz, ja ist gut, die nächsten paar Mal zur Nacht zahle ich. Und dann trage ich es ein bisschen ein. So, Aha, wer ist jetzt gerade im Minus? wir haben heute ausgeglichen. Also ich kann alles nachher, also ich kann nicht jeden Tag alles eintragen, aber so nach der Ferien tue ich mit meinem Konto und der App schnell alles eintragen und er auch. Und dann schauen wir wer muss twinten, dass wir even sind. So ein bisschen so. Aber Okay. zum Beispiel so, wenn wir nicht in der Ferien sind, dann gehen wir ja nicht ständig miteinander essen und müssen ein bisschen Track halten. Ja, aber sondern wir sind auch beide noch daheim. Ja, aber dann lade ich mich mal von ihm einladen und dann er lädt sich auch wieder von mir einladen. Aber So ein dann bisschen so. tust du es nicht aufschreiben? Nein, eben, dann tun wir es nicht einfach aufschreiben. Ferien, okay. Dann ein bisschen so. In der Ferien schon, weil eben, ich will ihm nicht, Nein, ich will das nicht sehe ich verpassen, auch. dass ich ihm 200 Stutz schuld Da so. bin ich jetzt gespannt auf einen Kommentar von deinem Freund. Wie heisst dein Freund? Luca. Luca, schreib in die Kommentare, ob das wirklich so ist oder nicht. Oh ja, ja, voll. Das stimmt. Wir brauchen Ja. immer beide. Er wird, du tust das prüfen, finde ich gut. ist Nein, gut. ja, voll. Und ja, keine Ahnung. Aufgrund von der vorgeschrittenen Zeit. Ja, Das ja. ist so ein blöder Satz. Ich hasse den. Ja, ich hasse ihn auch, aber was Ich soll hasse den, wenn der sagen? Podcast sagt. Jetzt einfach, jetzt sind wir einfach schnell. Was würdest denn du sagen? Ich würde sagen, hey, cool war es, Sandro. Merci. Ja, okay. Danke vielmals, das ist auch ein blöder Satz, wir könnten noch ewig weiter schnurren. Ja, das hast du vorher auch gesagt. Eben, aber mega cool bist du bei uns gewesen. Ich hoffe, du hast dich ein bisschen wohlgefühlt. Ja, schon. Also, ich meine, es war für mich mega eher, hier zu sein. Das ist, glaube ich, so ein Klassiker. Also wir haben das noch nie gehört. Schon? Eine Ehre, Es war wow. mir eine Ehre, es war mir eine riesen Freude, hier zu sein. Nein, wirklich, es ist mega cool. Ich finde, euer Podcast hat etwas mega Authentisches. Also, diese Kolleginnen auch wirklich privat. Und ja, für mich wirklich eine riesen Freude. Hier. Hey, ja, für uns auch. Schön, bist du da gewesen. Cool, hast du erzählt, alles, was du erzählt hast. Und, Folgst du uns schon? Auf Instagram? Nein, auf Spotify. Natürlich, ja, sicher. Und Spotify. Und wenn nicht, bewertet? dann musst du es unbedingt machen und bewerten auch, genauso wie ihr. Kommentieren. die Also, hören? ich glaube, es gibt eine neue Funktion, wo man, also auf eurem letzten Podcast haben wir können kommentieren. Man kann immer kommentieren. Also das Genau. ist neu, nicht mehr so neu, aber man kann, ja. Bewerten, kommentieren, Sharen, teilen, folgen uns auf Insta. Genau, das hilft uns. Luca, von dir, die dort noch einen Kommentar gesehen. Genau. Yes. Und dann hören wir uns gleich wieder in 2 Wochen. Bis dann. Ciao zusammen. Tschüss. Tschüss. Super.